Warum tust du mir das an? Leute, hallo! Es geht wieder weiter mit Pokémon Ranger Finsternis über Almia. In der letzten Folge haben wir einigermaßen Team Nachtschatten aus den Chroma-Ruinen verjagt. Und zwar mit einem Skuntank. Skuntank? Ich sag's immer falsch, Alter. Und Cyber hat sie währenddessen ganz feige versteckt, der Hund. Ich bin froh, dass wir jetzt so gleich heraus sind, weil dann wären wir mit Sicherheit. Oh mein Gott, Krypuk. Wären wir mit Sicherheit in Ranger Rang 5 befördert, was uns sehr wahrscheinlich einen weiteren Pokémon-Slot geben wird. Und dann können wir endlich wieder einen Haufen Aufträge machen, um unseren Fangkommen zu stärken. Was wirklich wichtig ist. Ist das nicht ein Krypuk? Bewacht es irgendetwas Wertvolles? Wer weiß. Es wird uns aber mit Sicherheit nicht einfach so vorbeilassen. Das Krypuk wird knifflig werden. Seid ihr bereit? Es ist jetzt sowieso. Okay, ja klar. Da bin ich froh, dass ich letztes Mal den Part so aufgehört habe, damit wir direkt mit einer Bangerei starten. Na dann, auf geht's! Ja, wir fangen Krypuk. Oh, ist das wirklich ein Boss? Oh! Aha. Mhm. Ah, shit, da hat er mich. Machen wir nur mal kurz so ein paar Kreise, damit er... Ah, genau. Damit die Freundschaft nicht verloren geht, wollte ich sagen, aber die geht gerade verloren. Scheiße. Schnell nochmal sauber. Nochmal. Aber ich muss sagen, bisher, er wirkt nicht so schwer. Okay. Okay, jetzt sind wir bei Half-Life, jetzt haut er nochmal über Sachen raus. Ich hab irgendwie nicht so die Zeit zum Aufladen. Genau deswegen müssen wir unseren Fangkommen verbessern mit den Aufträgen. Ich sag's ja. Oh, 0 Damage wegen was? Wegen Feuer. Das war Feuer gerade. Du Idiot. Aber ich darf halt dann auch nicht zacken, weißt du? Wenn ich schon aufgeladen habe, dann darf ich halt auch nicht zu knapp machen. Ah, na warte! Die Pinöpel da unten, die guten als Attacke. Aber wahrscheinlich als Gestein und deswegen machen die nicht viel Damage, weil wir da Abwehr haben. Das ist ja nice to know. Außerdem haben wir es jetzt auch. Okay, ja. Ich muss sagen, war jetzt kein schwacher Boss. War unnötige Treffer, aber okay. Du hast keine Fähigkeit, aber du wärst mit Sicherheit kein Partner sein. Ein Krypuk, also. Pokestärke Geist. Rang A und so viel EP. Geil. Nice. Einfach so ein kleiner Boss nur mit. Warum nicht? Die Luft hier ist irgendwie kühler. Fühlt sich an, als wäre da hinten etwas. Es geht ja noch ewig weiter. Oh, hä? Zerschneiden 5? Stahlstatue? Warte, da steht noch was dabei. Eine seltsame Kraft geht von ihr aus. Aber warum muss man ja... Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass die Fähigkeiten bis Stufe 5 gehen können. Ich habe bloß 4 ist das höchste. Aber warum nicht zerschneiden? Warum nicht zertrümmern? Das macht doch viel mehr Sinn bei Stahl. Was ist hier jetzt los? Ein Podest. Wir kamen zu spät. Ich bin diesem Ding schon elend lange auf der Spur gewesen. Sieht aus, als wäre jemand gekommen und hätte es einfach weggeschleppt. Seht ihr das Loch dort? Der Größe nach zu urteilen, müssten sie da was ziemlich Großes rausgebrochen haben. Ein riesiges Dunkelstück, schätze ich. Den Schattenkristall. Ich vermute, er ist wesentlich größer als die Stücke, nach denen diese Dumpfnasen gesucht haben.
Schlimmer noch, ich denke, seine Farbe ist tiefschwarz, ohne einen Funken Licht. Ich fürchte, der Schattenkristall ist im Moment für uns verloren. Nicht einmal das Krypuk, das uns begegnet ist, konnte den Schattenkristall bewahren? Ich glaube nicht, dass das so war. Ich würde sagen, am wahrscheinlichsten wurde der Schattenkristall von einem Darkrai bewacht. Oh mein Gott. Das Pokémon, das die Dunkelheit bevorzugt, das ist Darkrai. Ergibt aber auch nicht mehr Sinn. Warum konnte das Darkrai den Schattenkristall nicht beschützen? Ein Darkrai, das ist ein heftiger Brocken. Wie konnte es das zulassen? Was werden sie jetzt mit dem Schattenkristall anfangen? Hast du irgendwelche Vorstellungen, was die Größe dieses Lochs hier bedeutet? Stelle vor, ein Kristall dieser Größe wird in kleinere Teile zerlegt. Was glaubst du, wie viele Congigas und Conminis sie damit herstellen können? Allein die Vorstellung macht mich krank. Ja, oder Riesengerät. Team Nachtschattens Anführer lacht sicher gerade aus vollem Hals. Er muss richtig glücklich sein, diesen riesigen Schattenkristall in den Händen zu haben. Also, auf das wird gerade raus. Glaubst du, Tolero ist dieser Anführer? Ich glaub nicht. Könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaub nicht. Da ist safe noch Crestener Boss. Ja, okay. Geil, danke. Oh, man kommt da durch? Hoppla. Ja, im Endeffekt, wir kehren jetzt eigentlich mehr machen, weil wir die nötigen Fähigkeiten nicht haben. Ich habe es mir jetzt mal notiert. Keine Ahnung, warum ich nicht von Anfang an sowas gemacht habe, damit wir die wieder backtracken konnten. Das habe ich bei Ocarina of Time ja genauso gemacht. Was ist das denn für eine Hütte dort? Ja, genau, da oben sind wir jetzt. Die haben wir von unten ja schon gesehen. Sieht ja uralt aus, diese Hütte. Hier steht etwas geschrieben. Altroöl. Sollte die Altro GmbH an dieser Hütte ihren Anfang genommen haben? Es spielt keine Mucke. Das ist ein Tagebuch. Wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Ah, Monat X, Tag XX. Zu Ölresten, Erde ist nicht wie Feld, ein Geld mehr. Okay. Keine Ahnung. Ja, wir heute nicht lesen können. Verdammt. Ein verbranntes Tagebuch. Es ist stark beschädigt, aber ich kann Worte wie Dunkelheit und Schwarz lesen. Wir bringen es am besten zur Analyse in die Vereinigung. Ja, das ist da die Asung. Hä? Da ist wer? Wir kennen den Dude. Was? Wer ist da? Also ich, wer seid ihr überhaupt? Diese Stimme, dieses Gesicht. Bist du das, Michel? Der Junge, der sich auf der Ranger-Schule bei nichts sicher war? Ich bin es, Bodo. Und Sina, Mara ist auch hier. Wie bitte? Macht ihr Witze, oder? Seit wann seid ihr beide Top Ranger? Das ist ja jetzt nicht so wichtig, Michael, aber seit wann bist du ein Nachtschatten? Was? Die Klamotten? Ja, sicher, ist eine Nachtschattenuniform, das stimmt. Ich fand die am Politik aber nicht in Ordnung und habe am ersten Tag wieder gekündigt. Ihr wisst ja, ich bin mir nie bei irgendetwas sicher. Danach war ich wieder frei, habe hier in der Hütte eingerichtet. Wusstet ihr, dass die Altro GmbH wahrscheinlich hier ihren Ursprung genommen hat? Das ist jedenfalls in so einem alten Tagebuch, das total versenkt ist, aber wirklich so schlimm verbrannt, bla bla, kann man lesen. Aber ich kann euch alles über Team Nachtschatten erzählen. Die Typen sind ein schlechter Witz. Sie haben weder Ahnung von ihren Zielen, noch von dem, was sie gerade tun. Sie sagen, sie wären die Guten. Ihr Spruch ist, eine strahlende Zukunft für Almia, und dann heißen sie Nachtschatten. Ich kapiere das einfach nicht. Vor ein paar Tagen waren sie übrigens hier, haben einen riesen Batzen von, vielleicht Kohle oder so ausgegraben. Auf jeden Fall war es ein Riesenaufwand. Viele Pokémon mussten für sie graben. Es war harte Arbeit und ich hatte meine Zweifel, also habe ich gleich da meinen Job als Nachtschatten gekündigt. Hatte beschlossen, dass ich mich hierher zurückziehe und meine Zukunft überdenke. Zum Glück gibt es hier jede Menge Konserven und eine funktionierende Toilette. Klingt, als hättest du die Kurve gekriegt. Aber was ist eigentlich aus dem Riesenbrocken Kohle geworden? Ein paar Höhergestellte, du weißt schon, wichtigere Schergen als wir, haben ihn mit einem Hubschrauber weggeschafft. Ich kann aber nicht sagen, ob sie Richtung Gebirge oder Meer geflogen sind. Außer der Kohle haben sie auch noch einen großen Frachtcontainer mitgenommen. Keine Ahnung, was drin war, aber ich habe Rufe aus dem Inneren gehört. Rufe? Tut mir leid, dass wir dich gestört haben. Schätze, du hast uns alles gesagt, was du weißt. Vielen Dank dafür. Ja gut. Ich habe schon richtig Schiss gehabt, dass der jetzt so richtig bass ist und Dinge, aber nö. Diese Papiere betreffen die Entwicklung bezüglich eines Ölfeldes. Okay, mehrere gibt's da anscheinend nicht. Der haut uns eigentlich nichts braucht da drin. Wir wissen nur, dass die Olli Lappen sind. Ich werde noch ein paar Spuren folgen. Ihr beide geht zurück zur Vereinigung. Ups, hätte ich beinahe vergessen. Das muss ich euch natürlich noch sagen. Mission geschafft, ihr zwei. Ranger-Pose. Was ihr auch vergessen habt zum Song, wir haben eine neue Ranger-Pose.
Und ich finde die cool mit dieser Drehung so in Spin und dann, ja. Sorgt dafür, dass das Tagebuch im Professor Hastings Hände gelangt. Ich benachrichtige ihn per Voicemail. Wir werden uns wiedersehen. Ihr beide seid der Wahnsinn. Danke, Cyber. Ich bringe das Tagebuch schon mal zur Ranger-Vereinigung. Wenn wir zusammen unterwegs sind, wirft das vielleicht kein gutes Licht auf die Top Ranger, oder? Warum? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Hallo unterwegs, macht vielleicht kein gutes Licht. Aber, once muss ich sagen, Mission geschafft, Ranger-Pose. Wir haben aber keine Beförderung gekriegt. Wir sind anscheinend immer noch weiter weg vom Ranger Rang 5. Was sehr schade ist. Leute, da die sagen, dann wird es jetzt ein Part für Aufträge. Und das freut mich schon sehr. Und da sind wir auch schon bei der Inge in der Ranger-Schule. Oh, hallo Mare. Du bist genau das, was der Doktor verordnet hat. Ich fickte die Blätter im Schulhof zusammen, als ich meinen armen Rücken versteifte. Ich habe die Blätter zu Haufen aufgetürmt. Jetzt muss sie nur jemand für mich verbrennen. Würdest du das erledigen? Ja. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich Verbrennt 1. Oder halt Brand 1 und das wird ein Glumanda, was ich da draußen schon gesehen habe. Sind das mehrere Haufen oder? Ja. Glumanda, du kommst jetzt erstmal her, machst mal direkt einen Job für uns. Das gehört ja auch alles gemacht für die 100%. Außerdem helfen wir gern der Inge. Die war immer nett sonst. Und wie erwartet ist da oben der letzte Haufen. Und somit ist der Auftrag schon wieder erledigt und wir kriegen ein Funcom Upgrade. Bitte nötige Upgrades, wirklich, weil manchmal kriegen wir wirklich Damage, der wirklich nicht Sinn mehr hat. Du hast das schlau verbrannt, dankeschön. Pipapo. Stärke-Dauer? Ach, die Pokestärken. Krass, da habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Cool. Verlängert die Dauer der Pokestärke ein wenig. Ja, ich hätte mich ja gefreut über Abwehr, aber ey. Was den Funcom verstärkt, verstärkt den Funcom. Und in Schickolingen geht's weiter. Optimal habe ich gleich wieder mal den Partner gewechselt zu Pacheriso diesmal. Ein Zeitungsreporter namens Erwin kam vor kurzem am Haus vorbei. Er hat seinen Stift vergessen. Bitte bringen seinen Stift zurück. Er wolle über die Altru GmbH berichten. Der ist jetzt in der Altru GmbH? Gut, dass ich mir vorher nur aus der Raptor geholt habe. Ah ja, wer ist schon direkt getriggert. Hallo Mare, hast du eine Geschichte für mich? Anstatt einer Geschichte bekam Erwin seinen Stift zurück. Oh je, das ist mein Stift. Wo war der denn? Oh, ich habe ihn bei euch liegen lassen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ihn zurückzubringen. Genau genommen habe ich deinen Vater für ein Interview besucht. Er ist ja kein Freund großer Worte, aber ich konnte ihn zum Reden bringen. Als das Gesprächsthema auf dich fiel, sprudelte es nur so aus ihm heraus. Es war fast, als würde ich mich mit einer völlig anderen Person unterhalten. Er erzählte mir, dass er stolz auf seinen Sohn sei. Weißt du, mit dir würde ich irgendwann auch gerne mal ein Interview führen. Oh nein, wie schnell die Zeit da vergeht. Ich bin doch für ein weiteres Interview eingeteilt und muss mich beeilen. Danke für meinen Stift. Ich muss wieder zurück zum Vorder? Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Ich habe jetzt gewonnen, ja geil, bin ich gleich in der Nähe vom Vereinigungsweg, weil da auch ein Haufen Aufträge sind. Aber jetzt muss ich wieder zurückfliegen, dann Sparta-Flick wieder rauf. So. Wir haben es geschafft. Das war's. Ich habe nur O tippen müssen. Das hätte echt nicht sein müssen. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Was ich auch cool finde, jetzt gibt uns immer Rhythmia die Belohnungen praktisch. Dein Auftrag wurde als geschafft gemeldet. Du schlägst dich gut, Mara. Ich übermittle jetzt deine Power-Up-Daten. Psycho-Abwehr. Da ist die Psycho-Abwehr, die wir die ganze Zeit braucht haben eigentlich. Das war so klar. Genau aus dem Grund bin ich normalerweise immer so dahinter. Da bin ich so Damage fressen die ganze Zeit. Auftrag auf dem Vereinigungsweg. Da haben wir die 2, deswegen ist es umso besser dort zum sehen. Was hat er gesagt? Schilderus ist im... Hat ein Problem. Tatsächlich. Aber ich glaube, wir haben noch kein Schilderus. Aber Bolterus halt. Ich frage es halt nur, wo das Schilderus ist. Ah, da ist noch ein dicker Felsen mit Zertrümmern 4. Der war scheißegal, weil was machen wir nur großartig bei den Wagnisklippen? Ah, das sag ich jetzt. Ah! Jetzt haben wir es da drüben. Okay. Das haben wir ja gleich. Boah, kann das... Das kann ein neuer Partner werden, oder? Oh. Oh! So nicht. So nicht. Da bist du also. Da muss ich mich da fallen lassen. Ha! Bitch! Kleine Schilderus. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieser Partner wird. Ich glaube, die Pokestärke war vorher irgendwie nur so 8 Sekunden. Oh lol, ich voll Idiot. Hauptsache ich tippe genau dann rein, wenn der Attacke macht. Naja, egal. Ja, du wärst sowas von ein Partner. Weil die Partner sind irgendwie auch immer ein bisschen kleiner. Warum ist das so? Kriegen wir Sparta nur so richtige... Das ist ganz cool, weil ich mag Schilderus.
Nur frage mich, ob die Pokestecke Stahl gut ist. Wir nehmen die gleich mit. Sorry, Pachirisu, aber wir haben natürlich eine besondere Verbundenheit zu Pachirisu, weil es unser erster Partner war. Irgendwann kämen wir wieder drauf zurück. Schön. Wir haben wieder keine Abwehr gekriegt. Scheiße. Und da ist noch ein Auftrag. Ein Knospi? Victoria Nektar. Oh, sieh doch, Schwester. Es ist ein süßes kleines Kinoso. Das ist kein Kinoso, Dummerchen. Hey, what the fuck? Hey Ranger, kannst du mir ein echtes Kinoso bringen, so zum Vergleich? Ja. Wie sieht denn ein Kinoso aus? Bitte verrat es mir. Oh, shit. Echte sollten auf einer Klippe zu finden sein. Exakt, hoch oben auf den Wagnisklippen. Deswegen war da oben mal so ein random Kinoso. Oh. Ja toll, danke. Dann geh ich wieder rauf. Boah, ihr seid Hunde beim Strecken vom Game. Es ist alles optional, aber ich mach's ja gern. Was, so ohne Scheiß? Da war der Schildterus und da ist das Kinoso. Schon frech, um da einfach nur mit zweimal hier zu schicken. Das finde ich nicht gut. Echt nicht gut gemacht. Schade. Gibt leider einen Minuspunkt. Aber dafür erst einmal ein Level Up. Gehst du weg? Hallo, wir sind wieder da. Schau dir so, das ist ein Kinoso, Dumbass. Ein echtes Kinoso ist ja so süß. Herzlichen Dank, Ranger. Jetzt sind alle glücklich. Ja, hoffentlich kriegen wir scheiß Upgrade dafür. Geistabwehr. Ja, das glaube ich, hätte man auch schon mal gebraucht, gell? Die Dorfälteste auf die Brodellande hat noch einen guten Auftrag für mich, bitte. Gestern ist mitten in der Nacht ein Mann auf einen Besuch vorbeigekommen. Es stellte sich heraus, dass er zu Team Nachtschatten gehörte und Hunger litt. Er war wohl mehr ein Hungerschatten als irgendwas anderes. Als ich ihm eine Mahlzeit zubereitete, fing er an zu weinen. Okay, vielleicht also doch eher Team Nachtstränen. Ja, was ist los mit dir? Warum gibst du dem was zu essen, ne? Er ist ein Pisser. Das heißt, ich muss jetzt zu dem geheimen Hafen und schauen, ob es dem Typen gut geht. Der hat auch noch eine Mission. Ah, es gibt da ein Pokémon, das ich gerne von dir fangen lassen würde. Du bist aber beschäftigt, oder? Scheiße. Gastrodon. Safe Gastrodon. Hallo, hier spricht die Ranger-Verwaltung. Bitte denk darauf, dass du an einem Auftrag arbeiten kannst. Ja, das ist richtig. Weil da links war Gastrodon und das haben wir nie braucht. Deswegen habe ich diese Ewigkeit mit mir mitgeschleppt. Bis kurz vor Mogelbaum. Dumme Scheiße. Vielleicht steht da doch noch was mehr dabei. Ah, du musst ein Pokémon für mich fangen. Ja, toll, danke. Da drüben ist ein Glutexo, die sind noch nicht top. Kurtel? Was ist hier los? Echt jetzt? Ich muss nur 2 mit Zertrümmern ranholen? Warum auch immer die Kiste so rot ist. Hat ein bisschen ausgeschaut wie Blut, aber das kann ja auch nicht sein. So, ist der Dude jetzt da irgendwo, bitte? Ja, tatsächlich. Hey! Wenn du Kisten sprengst, gehen sie kaputt! Ach, no shit. Hey, dich kenn ich doch! Du bist der Ranger, der mit unserem Frachtschiff abgehauen ist. Dadurch wurde ich zurückgelassen. Nimm das! Du hast sogar einen Konmini dabei? Das ist aber ein großer Auftrag. Ich schwör's, wenn ich dann nur Pantimi mir als Partner krieg, dann rast die aus. Weil das ist also eine Vermutung, die ich gerade hab. Aber es gab auch schlimmer, mein Partner suchte das weiter, schließlich war ich ganz allein. Ich war so einsam. Ich gebe jetzt ja zu, dass ich nicht ernsthaft geglaubt habe, dich besiegen zu können. Aber es hat mich glücklich gemacht, dich meinetwegen herkommen zu sehen. Genau genommen bin ich sogar überglücklich, dass jemand weiß, dass ich hier bin. Was? Das Frachtschiff ist auf Grund gelaufen? Kein Wunder, dass es nicht zurückkam, um mich abzuholen. Ja, genau deswegen erst jetzt zurückgekommen. Ranger, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mich zu der Dame bringen, die so nett war, mich mit Essen zu versorgen? Ich würde mich gerne bei ihr bedanken, bevor ich diese Insel für immer verlasse. Nicht, dass das nur so eine Inselromantik wird bei euch, ne? Bei die dorfältesten Enkelin? Ich meine. Oh, hallo, es ist der Bursche von Team Nachtschatten. Hast du wieder Hunger? Ja, ist nur. Eure Freundlichkeit überwältigt mich. Ich habe Hunger, aber ich bin zu sehr aus der Fassung, um essen zu können. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist, aber dein Dank gebührt diesem Ranger hier dafür, dass er dich geholt hat. Also, was wirst du nur machen? Wenn du nicht weißt, wohin du sollst, dann kannst du auch erstmal hier bei uns bleiben. Genau, das solltest du tun. Ich hab's gewusst, verdammt. Dorfältesten Enkelin, warum tust du mir das an? Ich wusste gar nicht, dass es auf der Welt so warmherzige Menschen gibt. Ich mag Team Nachtschatten nicht, aber du bist nur ein hungriger Bursche, der eine ordentliche Portion vertragen könnte.
Hör auf zu schniefen und isst. Danke. Ranger, im Herzen hat sich dieser Mann schon vor langer Zeit dem Guten zugewandt. Wir werden auf ihn aufpassen. Du kannst ganz unbesorgt sein. Mhm. Verdammt. Auffrischung? Was geht denn jetzt ab? Füllt Funcom-Energie bei erfolgreichem Fangversuch um 1 auf! Was? Wie geil! Es lohnt sich, verdammt. Ey, es gibt aber coole Fähigkeiten. Das haben wir schon gut gemacht. Das muss man einer lassen. Ranger, wenn du gestattest, möchte ich dich gerne bitten, einen Auftrag für mich zu erledigen. Ich bin nicht nur Entdecker, sondern auch ein Sammler außergewöhnlicher Düfte. Slimog. Ja, obwohl meine Sammlung umfassend ist, fehlt mir das spritzige Aroma von Slimog. Angeblich wurde in der Vulkanhülle ein Slimog gesichtet. Ja, ich weiß. Ganz am Ende. Dort, wo ich eben gerade war. Ganz am Ende drin. Schon wieder. Ihr seid predictable. Wen habt ihr denn da rohlassen an die Aufträge? Wirklich. Manche sind... Also, die ganze Zeit so aufzubauen, ist echt nicht cool, Leute. Wirklich nicht. Ich gehe den gleichen Weg nur mal. So, Slimog. Hier sind wir wieder. Wir kennen uns bereits. Ich hab die schon mal gefangen. Oh Gott, wir sind wieder draus. Da ist es. Ein Slimog. Lass mich eine Probe dieses Dufts in diesem Behälter konservieren. Danke für das Annehmen und Ausführen meines giftigen Auftrags. Ekelhaft. Nur deswegen war Slimog da hinten drin. Naja, das war schon ziemlich ein spezieller Spot. Game Stackel für außen führt vielleicht so die Giftabwehr gering. Das da ziemlich passen, ehrlich gesagt. Und jetzt haben wir sogar alle Aufträge erledigt, die wir momentan haben können. Giftabwehr. Yes. Dann war's es mit dieser Folge. In der Endcard findet ihr den nächsten Part, sobald er online ist. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.